Die ersten 3 Kapitel in der Bibel sind wahrscheinlich einer der 3 wichtigsten Kapitel, wo wir als Menschheit in Textform zur Verfügung haben. Es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt anfängt, in der Bibel gewichten und anfangen zu werten, okay, was ist jetzt wichtiger, was ist jetzt weniger wichtig, oder? Schlussendlich wissen wir und glauben wir, dass das ganze Wort inspiriert ist von Gott, dass das Wort Gottes ist, dass er durch das redet. Und doch denke ich, haben die ersten 3 Kapitel in der Bibel ganz spezielle Stellenwertung. Weil in den ersten 3 Kapiteln werden ganz viele fundamentale, essentielle Fragen beantwortet. Zum Beispiel, erste Frage. Wer hat eigentlich all das erschaffen, wo wir sehen, wo wir drinnen leben, wo wir erleben? Wer ist das, wo da geschaffen hat? Die ersten 3 Kapitel geben Antwort auf das. Es ist ein genialer, strukturierter, allmächtiger Gott, der über dem Chaos Ordnung reinbringt und wo durch sein Wort Leben kann entstehen lassen. Das ist wer. Er wird uns vorgestellt als der war schon lange vorher und durch den, dass alles in Existenz gekommen ist. Wer? Es beantwortet auch die Frage von wieso. Wieso bin ich eigentlich auf dieser Erde? Weil der Schöpfergott dich erschaffen hat. Weil er dir Leben gegeben hat. Weil er dich und mich als Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat. Es beantwortet auch die Frage nach dem, okay, für was? Für was bin ich da auf dieser Erde? Du bist da erschaffen in Beziehung zu dem Schöpfergott. Dass du kannst Beziehung leben und eine Beziehung haben mit dem Gott, der dich erschaffen hat. Also ihr seht, es beantwortet ganz viele Fragen und etwas von dem, was ich an den ersten 3 Kapiteln der Bibel so liebe, was ich so schätze und so gerne habe an diesen Kapiteln ist, es zeigt uns der ursprüngliche Gedanke, der ursprüngliche Plan Gottes ganz klar. Was hat er sich überlegt? Was ist sein Wunsch oder sein Plan für die Menschen zum drin leben? Das ist es, was ich an den ersten Kapiteln in der Bibel so unglaublich schätze. Es tut uns eine Sicht geben von den Dingen, wie das sie Gott ursprünglich konzipiert, geplant und erschaffen hat. So sehen wir den ursprünglichen Gedanken Gottes von der Schöpfung, so wie er sich überlegt hat. Und ich möchte mit euch jetzt gerade einsteigen und dort auftun und ein bisschen etwas lesen aus dem Text. Und bevor wir das machen, denke ich, ist es gut, wenn wir jetzt uns noch Zeit nehmen, einen Moment nehmen zum Beten miteinander. Ich möchte heute zu euch zu einem spezifischen Thema reden. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gemerkt im Lobpreis. Das Thema, um das es heute geht, ist zur Ruhe kommen. Wir haben auch den Lobpreis entsprechend gestaltet, Lieder ausgewählt. Es soll heute ein Moment sein für dich und mich, um zur Ruhe zu kommen und um in die Ruhe einzukehren. Wir werden nachher nach der Predigt auch ein Vortragslied haben, wo du einfach mal ruhig sein vor Gott und einfach sein. Und so möchte ich jetzt beten, dass ganz besonders die Menschen, die auf der Suche sind nach Ruhe, die Ruhelosigkeit in ihrem Leben haben, dass die heute Morgen ganz speziell dürfen angesprochen werden. Dass das Wort, das wir heute miteinander anschauen, der Plan Gottes, dass das heute Morgen eine neue Relevanz für uns alle bekommen. Für das möchte ich beten. Ich möchte für dich und mich beten. Ich brauche ganz besonders jetzt auch die Führung vom Heiligen Geist, dass er redet, dass er sein Wort auftut. Ich kann mir Mühe geben, aber ohne sein Wirken ist es so, wie soll ich sagen, nicht einmal halb so gut, gell? Aber wenn er reinkommt, wenn er wirkt, dann kann es eine gewaltige Kraft Gottes sein. Und für das möchten wir jetzt beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir glauben von ganzem Herzen, dass du dich offenbart hast im Wort, dass du gesprochen hast und dass das Gültigkeit hat bis heute. Und du siehst, die guten Pläne können wir entdecken, die du hast für Menschen. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders heute Morgen, dass du zu den Menschen redest, die auf der Suche sind nach Ruhe und nach Frieden. Die müde sind, Jesus, dass du dort ganz besonders zu den Menschen redest, die erschöpft sind und die den Moment, die Einkehr in deine Ruhe jetzt ganz dringend brauchen, Jesus. Tu das Wort auf und brauch du auch mich, dass ich heute einfach mit deiner Vollmacht reden, dass ich dieses Wort so kann auftun und erklären, dass wir es alle können, einfach mehr verstehen und näher zu dir kommen, Jesus.
Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Genau. Also hey, wie hat unser Gott dann genau geschaffen? Ich möchte einen Textteil aus dieser Schöpfungsbericht mit euch zusammen anschauen. Und das ist aus dem 1. Mose 1, Vers 31. Ab dort lesen wir, und ihr seht es gerade auf dem Bildschirm, ihr könnt mitlesen, wo beschrieben wird, was passiert, also nachdem dass Gott fertig war mit der Schöpfung, steht Folgendes: Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Vorher ist es von Tag zu Tag ist es gut gewesen, und jetzt, wo die Schöpfung vollkommen ist, wo es abgeschlossen ist, schaut es Gott und sagt, jetzt ist es sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag war vergangen. Im Schöpfungsbericht gibt es ganz viel Rhythmus, gibt es ganz viel Versmaß, wiederkehrende Wörter, die immer wieder gebraucht wird. Zum Beispiel gibt es nach jedem Tag, wo Gott geschaffen hat, gibt es wurde Morgen und es wurde Abend. Um klar zu machen, da ist eine Struktur fertig, da fängt etwas Neues an, es ist etwas fertig gegangen. Und jetzt ist die Schöpfung vollendet, der 6. Tag ist Morgen geworden, es ist wieder Abend geworden, es ist vorbei. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Gott schafft, macht die Schöpfung in 6 Tagen, in einem Rhythmus, in einer Klarheit, in einer Struktur, in einer Sinnvolligkeit und kommt am Schluss zum Punkt, wo er sagt, jetzt ist es fertig, es ist abgeschlossen, es ist sehr gut, es ist vollbracht, es ist so, wie es muss sein. Und jetzt, der 7. Tag ist ein spezieller Tag, der bekommt den Namen Sabbat. Es ist ein geheiligter, auserwählter, anderer Tag. Und was interessant ist, wenn man das so liest, jeden Tag vorher, also 1 bis 6, haben alle einen Anfang und ein Ende. Der 6. Tag ist vergangen, haben wir gelesen. Und speziell das Interessante an dem Sabbattag ist, der hat kein Ende. Also nachdem Gott die Schöpfung vollendet hat, sagt er, und jetzt ist Sabbat, jetzt ist der geheiligte Tag, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Vollkommenheit und dort lesen wir nicht mehr, dass es morgen geworden ist und dass es Abend geworden ist und dass der Tag fertig geworden ist. Ich glaube, da zeigt Gott, offenbart er den ursprünglichen Gedanken. Es ist eigentlich so, dass du und ich gemeint werden, geschaffen sind, um mit Gott in dieser Ruhe drinnen, im Paradies zu leben. In dieser Erholung und an dem geheiligten, auserwählten Tag. Das ist nicht nur einer, wie einfach der 7., sondern das ist ein spezieller Tag, der kein Ende hat. Das ist es, wie Gott sich die Erde vorgestellt hat, wie er es erschaffen hat. Jetzt muss ich am Anfang vielleicht, bevor wir uns noch missverstehen, schnell erklären, was ich mit Ruhe meine. Man hat ja vielleicht das Gefühl, okay, wenn er von Ruhe redet, dann meint er nichts machen. Und quasi, oder? Ich meine, chillen, gell, so. Oder das ist Ruhe. Nein, das ist nicht Ruhe. Das ist nicht die Ruhe, die da beschrieben ist und die Ruhe, die ich meine. Ruhe bedeutet nicht, nichts mehr machen, sondern Ruhe bedeutet, in einem tiefen Vertrauen zum Schöpfergott leben und ein gewisses Maß an Sorglosigkeit dürfen haben. Es ist ein Zustand von der Gewissheit, von der Sinnvolligkeit und von der Abwesenheit von Sorgen, Ängsten und Nöten. Es ist die Abwesenheit von Mühsal, es ist nicht die Abwesenheit von Arbeit komplett. Das heisst nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben, aber es ist sinnvolle, zielgerichtete, befriedigende Arbeit. Das ist der Zustand von der Ruhe, in dem sich die Schöpfung befunden hat, nachdem das Gott fertig war mit Schaffen. Es hat nicht geheissen, jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Wir wissen, Adam hat ganz viel geschafft im Paradies. Er hat nämlich jedem Tier einen Namen geben. Das ist sicher auch nicht ganz so anspruchslos gewesen. Histologie, weiss ich von meiner Frau, ist nicht ganz ohne. Da muss man ganz viel nehmen und so weiter auswendig lernen. Und das ist auch Arbeit für den Adam. Aber es ist sinnvolle, zielgerichtete, befriedigende, erfüllende Arbeit gewesen. Das meine ich mit Ruhe. Ist das okay? Das heisst nicht nichts machen, heisst nicht nur auf der faulen Haut rumliegen und gar nichts mehr müssen machen. Quasi sich bedienen lassen und Cocktail schlürfen am Strand. Das ist nicht, was es meint, wenn wir von Ruhe reden. Sondern eben
der Zustand der Erfüllung. Wir alle wissen aber und haben schon erlebt am eigenen Leib, das ist nicht der Zustand, in dem sich die Schöpfung momentan befindet. Also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich kenne sehr wohl Ruhelosigkeit. Ich kenne sehr wohl Erschöpfung. Ich kenne sehr wohl die Frage nach, warum eigentlich? Und ich kenne das Gefühl, das es gibt, wenn du am Morgen müde aufwachst. Nach einer Ruhezeit trotzdem ausgelaugt sein, nicht befriedigt, nicht in einem Ruhezustand drin zu leben. Ich weiss nicht, gibt es sonst noch irgendjemanden, der sich mit dem auch wiederkennt, der sagt, ja, Ruhe ist nicht der Normalzustand, wo ich tagtäglich drin lebe. Irgendjemand. Also musst du jetzt nicht die Hand aufhaben. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen das und würden sofort selber intuitiv und auch kognitiv beschreiben, ja, die Erde ist nicht in einem Zustand der Ruhe. Und das ist auch in der Bibel ganz klar beschrieben, warum und wie das passiert ist. Es hat einen Moment gegeben, wo die Menschheit rebelliert hat gegen Gott und sich aufgelehnt hat und die Ruhe verloren hat. Ihr könnt das lesen im 1. Mose 3, 16 bis 19. Menschen haben sich gegen die Gebote Gottes gewendet, haben die übertreten und jetzt tut Gott die Konsequenz davon den Menschen erklären. Das liest sich wie folgt. Dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten habe. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Brutale Konsequenz von dieser Rebellion ist, dass eben genau die Ruhe verloren gegangen ist. Das, was du und ich vielleicht immer wieder erleben, dass es mühevoll ist, dass wir Sehnen haben in uns drinnen, dass wir Verlangen haben, die nicht befriedigt werden. Dass wir manchmal am Morgen aufwachen und merken, ich bin müde, ich mag nicht. Meine Arbeit, was ich machen muss, hat Sinnfragen drin. Warum mache ich das eigentlich? Ich weiss nicht, ob ich etwas beschreibe, das in dir resoniert, wo du merkst, ja, ich habe das Verlangen, das Sehnen nach dieser Ruhe verloren. Ich habe die Ruhe nicht mehr. Ich bin nicht mehr dort. Sondern ich erlebe sehr viel von dem Mühevollen, von dem Ermüdenden, von dem Sinnlosen. Vielleicht fragst du dich nach dem Sinn. Wozu eigentlich das Ganze? Wieso muss ich Tag für Tag die Mühe erleben? Und so wie das da beschrieben wird, am Ackerboden mühsam Früchte entringen. Und immer wieder von vorne. Und schon nur beim Hören, wenn du das nur liest, wirst du ja gerade müde, oder? Also das erschöpft schon nur die Vorstellung von dem. Also, da ist eine Schwere und eine Ruhelosigkeit, die wir alle von Zeit zu Zeit immer wieder erleben und spüren. Und ich möchte zu euch heute über Ruhe reden und wie wir wieder in die Ruhe einkehren können, die Gott ursprünglich hatte. Jetzt kommt nämlich gerade als erstes, nachdem es ein bisschen schwer war, kommt als erstes Good News. Die gute Nachricht ist, Gott hat einen Plan. Und sein Plan ist, dass du und ich, wir Menschen, wieder zurückgeführt werden in den Zustand der Ruhe, wo wir verloren haben. Wo wir erleben manchmal tagtäglich, dass die Ruhe verloren gegangen ist. Gott möchte, dass wir zurückkommen an diesen Ort. Er hat seinen Plan, seinem Volk offenbart und gesagt, hey, ich will nicht, dass der Zustand der Ruhelosigkeit für euch andauern muss, sondern mein Gedanke ist, dass ihr zurückkommt in die Ruhe einkehren. Und das ist heute für dich und mich immer noch wahr. Gottes Wunsch ist, dass wir in die Ruhe einkehren können. Im Hebräer 3,18 wird das beschrieben. Nicht verschrecken, es ist zuerst negativ formuliert, aber wir tun es nachher auspacken und sehen, dass es eigentlich ein positives Versprechen ist. Gell? Dort steht Folgendes im Hebräer 3, Vers 18. Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten.
Also Umkehrschluss, allen anderen hat er das versprochen. Er wollte, dass sie wieder zurückkommen ins Land der Ruhe. Das alles zeigt uns nun ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Okay. Kurze Geschichtszusammenfassung. Wir haben eben nach dem Sündenfall, das ist der Moment, wo die Menschen rebelliert haben und die Ruhe verloren haben, sind sie aus dem Paradies verbannt worden. Und Gott hat sein Volk auserwählt, Nachkommen von Abraham. Und er hat gesagt, so, jetzt ist der Moment, wo ich das Volk stellvertretend als Symbol nehme und ich werde die wieder zurückbringen in die Ruhe. Er hat das verheißene Land, das ist Israel, hat er genannt, das ist das Land der Ruhe. Das ist das verheißene, versprochene Land. Ich werde mein Volk aus der Ruhelosigkeit, aus der Sklaverei, aus der Sinnlosigkeit, aus dem Leiden, aus dem Mühsal rausretten und ich werde sie in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt, wo sie wieder zur Ruhe kommen können. Das ist der Plan Gottes, sein Wunsch, sein Wille. Jetzt sind das Volk ist mit Gott unterwegs in der Wüste. Und jetzt hat sich Gott etwas überlegt, wie kann ich mein Volk daran erinnern, was mein Plan, was mein Wunsch, was mein Ziel ist für sie. Und er hat etwas Geniales eingeführt. Nämlich hat er den Sabbat eingeführt. Wisst ihr, was ist der Sabbat? Das ist so tun, als ob. Einmal in der Woche, jeden 7. Tag, hat Gott seinem Volk gesagt, wisst ihr was? Ein Tag in der Woche, tut ihr jetzt einfach so, als ob ihr immer noch oder schon wieder in dieser Ruhe wäret. Als wäret ihr schon angekommen am Ziel. Als würdet ihr schon wieder in dem verheißenen Land drin leben, das ich euch gegeben habe. Das war die Idee Gottes vom Sabbat. Ihr müsst euch daran erinnern, dass die Ruhelosigkeit nicht mein Wunsch, nicht mein Ziel ist, sondern mein Plan für euch ist Ruhe, dass ihr zur Ruhe kommen könnt. Und so hat Gott für sein Volk den Sabbat institutionalisiert und hat ihnen ganz viele Regeln und Gedanken und Ideen gegeben. Und die möchten wir ganz ein bisschen miteinander anschauen. 6 Punkte, was der Sabbat sollte tun, dass die Menschen können sich ja immer daran erinnern, was der ursprüngliche Gedanke Gottes ist. Er hat 6 Punkte gegeben. Als erstes hat er gesagt, okay, immer wenn ihr Sabbat feiert, immer am 7. Tag, 7 steht übrigens in der Bibel für Vollkommenheit. Also immer wenn ihr 7 leset in der Bibel, dann dürft ihr daran denken, gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit Vollkommenheit, weil am 7. Tag ist die Schöpfung eben vollkommen gewesen. Und so sagt er, okay, immer am 7. Tag gebe ich euch einen Tag. Das ist ein heiliger Tag, der ist auserwählt, das ist der Sabbat, so wie im Paradies. Und an diesem Tag sollt ihr zur Ruhe kommen. Ihr sollt nicht in dieser Mühsal drin leben, wo das Resultat ist vom Sündenfall, sondern ihr sollt sorglos tun. Es ist jedem klar, der Montag kommt. Die Sorgen sind leider nicht verbannt bis in alle Ewigkeit, aber ein Tag in der Woche, ein Tag, tun wir alle so, als wären wir wieder im Paradies und als wären wir wieder in der Ruhe Gottes eingekehrt. Darum ruhen wir. Wir tun keine Arbeit. Wir tun nicht uns mit dieser Mühsal abmühen. Wir tun so, als hätte es das nie gegeben. Und das Zweite, was Gott ihnen sagt, ist, hey, investiert euch in Gottes Beziehung. Wir haben keine Zeit, um alle Bibelstellen hier anzuschauen. Am Schluss sehen wir nachher alle 6 Punkte. Wer will, darf gerne ein Foto machen von dem und in der eigenen Zeit mal dann noch durchlesen, die Bibelstellen nachstudieren, wenn du mehr lernen über den Sabbat oder was Gott gesagt hat zum Sabbat. Das ist eine Zusammenfassung für euch. Gottes Beziehung soll im Fokus sein. Schaut auf mich. Dort ist euer Sinn. Dort ist eure Erfüllung. Was ihr im Moment vermisst, die Erfüllung, der Sinn, was euch so auslaugt, vergesst das mal und schaut auf mich. Die Quelle von allem Leben. Schaut auf mich. Das ist der zweite Punkt, den er ihnen gesagt hat. Hey, investiert euch wieder in Gottes Beziehung. Er hat es dann als drittes permanent eingerichtet. Er hat gesagt, es gibt keine Ausnahmen. Wir machen das jeden 7. Tag, immer in der vollkommenen Zahl, machen wir den Sabbat. Und ihr sollt das alle einhalten. Und es ist ein heiliger Tag. Er soll auserwählt sein. Heilig bedeutet abgrenzt oder eben andersartig. Und dieser Tag ist eben andersartig. Der ist nicht wie die 6 anderen mit Mühsal und Unruhe und Last und Sorge, sondern der 7. Tag ist ein heiliger Tag, ein abgrenzter, abgesonderter Tag, an dem es um andere Sachen geht, nämlich um mich und um das, was ich für euch vorhabe. Um das geht es
am Sabbat, ein heiliger Tag. Und er ist interessanterweise für die gesamte Schöpfung. Es ist nicht nur ein Tag für Menschen, sondern Gott hat gesagt, die ganze Schöpfung. Es ist ja nicht nur Unruhe in die Menschen gekommen mit dem Sündenfall, sondern die ganze Schöpfung ist in einen Status von Unruhe gefallen. Und genauso wie wir Ruhe brauchen, braucht auch die Schöpfung Ruhe. Und so sagt Gott, hey, es ist nicht nur ein Tag für Menschen, sondern die ganze Schöpfung soll an dem 7. Tag zur Ruhe kommen. Und der letzte Punkt ist, es ist ein Freudentag. Es ist ein Tag, um sich zu freuen. Der soll schön sein, der soll dir geniessen. Es soll eben ein paradiesischer Tag wieder sein. Es soll wieder so sein, wie es dazumal im Paradies eben war. Um das geht es am Sabbat. Ihr sollt euch konstant, regelmäßig daran erinnern, was ihr eigentlich hättet, wo ich euch wieder herführen möchte, was mein Wunsch ist für euch. Ist das nicht eine geniale Idee von Gott, dass er seinem Volk das so sagt und so auferlegt und so sagt, hey, bis wir wieder einkehren ins Land vom Frieden, von der Ruhe, tun wir in der Unruhe drinnen einfach jeden 7. Tag uns daran erinnern. Es ist ein Erinnerungstag. Jetzt ist das nicht das Einzige, was Gott gemacht hat, um seinen Leuten oder seinem Volk das zu erklären und zu zeigen, sondern er hat ihnen in der 7er Folge, also alle Mathematiker freut das hat eine schöne Regelmäßigkeit, das ist immer mit der Zahl 7. Es gibt jetzt im Jahr 7 grosse Feste im jüdischen Brauchtum. 7 spezielle Feste zum Feiern. Also nicht nur jeden 7. Tag, sondern auch 7 Mal im Jahr feierst du ein grosses Fest. Und jedes 7. Mal 7. Jahr, also das ganze Jahr, machen wir ein Jahr vom Sabbat, ein Sabbatjahr. Also alle 49 Jahre, quasi 7 mal 7 gibt 49, ist im Volk Israel, im ganzen Land, ein Jahr vom Sabbat ausgerufen worden. Also nicht nur jeden 7. Tag, nicht nur 7 Mal im Jahr, sondern auch jedes 7 mal 7. Jahr tun wir Sabbat feiern und uns daran erinnern, was Gottes ursprünglicher Plan und Idee gewesen wäre für uns. Und so hat Gott seinem Volk das gegeben als konstante Erinnerung, was eigentlich sein Wunsch und sein Plan wäre. Und das 7. Fest ist Yom Kippur. Jetzt Yom Kippur, wenn du dich jetzt gerade nicht so auskennst, tu dir ganz kurz erklären, um was es geht beim Yom Kippur. Das ist der grosse Versöhnungstag. Also immer an Yom Kippur ist das ganze Volk zusammengekommen und hat einen Tag der Versöhnung gefeiert mit Gott. Das hat dann so funktioniert, du hast 2 Ziegenböcke gehabt, die als Opfer dargebracht wurden. Einer in die Wüste geschickt wurde, als Symbol, hey, das sind Sünder, die in die Wüste gehen. Wir schicken sie in die Wüste. Von dort kommt das übrigens, schicken wir in die Wüste. Das ist von diesem Brauchtum. Und es hat einen Opferbock gegeben, der geopfert wurde, ist stellvertretend für die ganze Schuld vom Volk. Eben das, was dort getrennt hat, wo dort den Frieden verloren hat, das tun wir wieder einmal im Jahr versöhnen, wieder gut machen, wieder zurückbringen. Die Schuld, die uns trennt, die tun wir stellvertretend für das ganze Volk ein Opfer bringen und wir tun das wieder versöhnen. Das war eine temporäre Versöhnung. Die ist einmal im Jahr hätte gemacht werden und ist immer vom Hohenpriester, also vom höchsten Priester im Land, zelebriert und gefeiert wurde, stellvertretend für das ganze Volk. Einmal im Jahr an Yom Kippur ist das gemacht worden. Jetzt, was war nach Yom Kippur? Montag. Es war wieder Montag. Und jeder hat gemerkt und gespürt, ja, es ist temporär. Es war schön, der eine Tag dürfen Frieden und der hohe Sabbat, das einmal im Jahr, feiern und erleben. Und jeder hat gemerkt, jetzt ist wieder Montag, jetzt ist wieder die temporäre Befriedigung oder die temporäre Ruhe ist wieder weg und Alltag ist wieder da. Und so ist das gegangen, Jahr für Jahr für Jahr. Und Hohepriester um Hohepriester hat Jahr für Jahr, einmal im Jahr, Yom Kippur gefeiert, den Hochsabbat und hat temporär den Bruch wieder ganz gemacht. Und temporär hat das Volk Israel einmal im Jahr erleben, wie sie wieder in die Ruhe eingekehrt sind. Bis eines Tages, tausende Jahre später, ist ein neuer Hohepriester gekommen.
Und der Hohepriester hat etwas gemacht, was vorher noch keiner gemacht hat, was kein Hohepriester vorher je gemacht hat. Und ich finde, es gibt einen Vers, wo die Andersartigkeit von dem Hohepriester so wunderschön darstellt und uns vor Augen führt. Ich möchte jetzt gerade lesen im Hebräer 8, Vers 1 bis 2. Also Spoiler Alert, es ist Jesus, gell? Das ist der Hohepriester, von dem ich rede. Es ist Jesus, gell? Einfach, ja. Genau. Ich weiss, es ist jetzt ein bisschen die Spannung draus, aber es ist im Fall Jesus, der Hohepriester. Und wir lesen jetzt gerade von dem Hohepriester. Der entscheidende Punkt bei dem allem ist der: Wir haben einen Hohepriester, der den Platz auf der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Halt mal. Was genau hat der Hohepriester gemacht? Der Hohepriester ist abgesessen. Der hat Platz genommen. Wie geht das? Das ist nicht die Idee vom Hohepriester. Wo genau bitte schön sollte dann der Hohepriester auch hersitzen? Also weißt, wir haben ja Beschreibungen vom Allerheiligen. Wir wissen ja, wie es dort drinnen aussieht, wie sie das gebaut haben. Wo genau, bitteschön, sollte der Hohepriester auch herhocken? Und der Hohepriester kann doch nicht herhocken, das geht ja nicht. Der hat ja einen Job, der muss ja jedes Jahr wieder Yom Kippur feiern und der muss wieder die Versöhnung also der muss ja ein Ritual machen für das ganze Volk und der muss die Versöhnung wieder temporär herrichten. Und jetzt haben wir einen Hohepriester, der absitzt. Das geht doch nicht, der kann doch nicht absitzen. Aber er ist abgehockt. Er hat seinen Platz eingenommen, zu der rechten Seite von Gott, von der höchsten Majestät, der Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligentum versieht, in dem Zelt, das vom Herr errichtet wurde und nicht von Menschen. Dort ist unser Hohepriester abgehockt, weil sein Job war erledigt war. Es hat nicht mehr ein nächstes Jahr gebraucht, wo du wieder Yom Kippur feiern musst, wo du wieder den grossen Versöhnungstag feiern musst, wo du wieder ein Opfer bringen musst. Es hat die Funktion vom Hohepriester als Vermittler nicht mehr gebraucht, weil unser Hohepriester hat es vollendet. Er hat das temporäre System vom Sabbat vollendet. Er ist der Hohepriester, der in der Geschichte der Hohepriester zum ersten Mal nach getaner Arbeit abgehockt ist. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Exkurs in die Tiefe der Bibel. Alle, die das kennen, das ist jetzt eine Frage für Experten. Wo genau kann man im Allerheiligsten dann absitzen? Nie nicht. Was gibt es denn im Allerheiligsten? Was ist alles da drinnen im Allerheiligsten? Bundeslade, korrekt, was noch? Die sind auf der Bundeslade. Die Kronleuchter, genau. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Aber es gibt ganz sicher keinen Thron dort drin. Oder halt mal, es gibt eben doch einen Thron im Allerheiligsten. Nämlich der Deckel der Bundeslade. Also quasi die Bundeslade ist das muss man sich vorstellen, wie eine Box. Und die ist mit Gold überzogen und es hat zwei Cherubim, zwei Engel auf dieser Box drauf oben. Und in dieser Box drinnen ist das Gesetz. Das sind die Steintafeln, die Moses bekommen hat am Berg Sinai. Die sind in dieser Bundeslade drinnen. Und oben drauf hat es einen Deckel. Und der Deckel, der Ort, wo die zwei Cherubim sich treffen, steht in der Bibel, dass das der Ort war, von dem aus Gott geredet hat zum Mose. Also, wenn du einen Ort willst, wo Gott Herr geredet hat, dann ist das über dem Gesetz, über dieser Bundeslade, dort, wo sich die zwei Cherubim treffen, dort her lesen wir, dass Gott von dort her mit dem Mose geredet hat. Der Ort hat einen Namen bekommen. Und der Name ist Gnadenthron. Der Ort heisst Gnadenthron, wo über dem Gesetz steht und von dort her Gott ausgesprochen ist. Das ist bekannt, wenn man den Ort beschrieben hat, dann ist das beschrieben worden mit dem Gnadenthron. Also wo genau ist unser Hohepriester abgehockt? Im Allerheiligsten. Er ist über dem Gesetz auf dem Gnadenthron hergehockt. Er hat dort seinen Platz eingenommen. Und er hat Versöhnung
möglich gemacht, das vorher noch nie da war. Er hat ein temporäres System vollendet und vollkommen gemacht. Also was bedeutet das für dich und mich dann heute? Was hat das für unser Leben für Implikationen? Der Kolosser 2,16 bringt es so schön auf den Punkt. Wir leben in einer neuen Zeitrechnung. Es hat ein neues Zeitalter angefangen. Wir haben den sitzenden Hohenpriester, der Platz genommen hat auf dem Gnadenthron, der das temporäre System von Schuld und Sühne abgelöst hat. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Also die temporäre, konstante Erinnerung, hey, es ist im Fall nicht so, wie es sollte sein. Wir tun zwar einmal in der Woche so, als wären wir schon wieder dort. Das ist temporär. Das ist ein Abbild von dem, was Gott sich ausgedacht hat. Das ist Wirklichkeit geworden. In dem Moment, wo unser Hohenpriester im Allerheiligsten abgehockt ist und mit seinem Absitzen erklärt und festgehalten hat, jetzt ist es erledigt. Jetzt haben wir eine neue Zeitrechnung. Jetzt ist ein neues Zeitalter da. Und wir dürfen wissen, dass in Jesus gibt es einen neuen Zugang zur Ruhe und zur Erholung und zu all dem, was uns so fest fehlt manchmal. Das gibt es jetzt in Jesus, unserem Hohenpriester, der den Job erledigt hat, der eine neue Zeitrechnung angefangen hat, der gesagt hat, hey, vorher war Abglanz. Das hast du nur so erahnen oder eben einmal in der Woche so tun, als ob jetzt ist es eine neue Realität. Es hat eine neue Zeitrechnung angefangen mit dem neuen Hohenpriester, der vorher noch nie da war. Und du und ich, wir dürfen jetzt in dieser neuen Zeitrechnung neu zur Ruhe kommen. Wir dürfen zu dem Hohenpriester gehen und wir dürfen die Sinnlosigkeit, die Ermüdung, die Sorge, die Last, die Ruhelosigkeit, die Anstrengung, dürfen wir bei Jesus deponieren. Er, der das alte System abgelöst hat und ein neues eingeführt hat. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 28 bis 29, das ist ein Zuspruch, lies das für dich selber jetzt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus möchte dich und mich in eine neue Ruhe hineinführen. Er möchte, dass du und ich neu zu ihm kommen und bei ihm unsere Sorge und Last ablegen. Er sagt, gib mir deine Sorge, gib mir deine Last, gib mir deine Unruhe, gib mir dort, wo du müde bist, dort, wo du erdrückt wirst von der Last vom Alltag. Gib es mir. Ich bin der Hohenpriester, der den Preis gezahlt hat. Ich bin der das System abgelöst hat. Es ist jetzt etwas Neues da. Ich bin die Erfüllung von all dem, was Gott versprochen hat. Ich bin der das möglich macht, wo ich von Anfang an gesagt habe, ihr habt die Ruhe verloren, aber ich werde euch wieder zurückbringen in ein Land von der Ruhe. Du hast heute, jetzt die Möglichkeit, schon in die Ruhe einzukehren, durch unseren Hohenpriester, Jesus Christus. Er möchte dir die Last und die Ruhelosigkeit abnehmen. Sinnlosigkeit muss nicht sein. Darfst du die Band schon mal einladen? Ich darf gerne schon euch bereit machen. Wir werden nämlich jetzt einsteigen in ein Lied. Also mehr so sollte ich sagen, die Band hat ein Vortragslied für dich und mich vorbereitet. Und du darfst jetzt einfach einen Moment nehmen und ruhig sein. Ruhig werden und zur Ruhe kommen bei dem Jesus. Es soll eine Zeit sein für dich, wo du kannst deinen Zustand mit ihm besprechen. Und wenn du merkst, hey, die Ruhelosigkeit, von der Micha da geredet hat, das ist Realität. Ich kann das, ich kenne das. Ich möchte dich einladen, jetzt die nächste Zeit zu nutzen, im Gebet, im ruhig sein und es Jesus zu bringen. Mach doch einfach das, was Jesus gesagt hat. Kommt zu mir. Ihr alle, die plagt sind und Lasten haben, legt es ab bei mir. Ich will euch Ruhe geben.
Ich will euch Sabbat geben. Ich will, dass ihr zur Ruhe kommen könnt. Nehmen wir jetzt die Zeit von dem Lied. Einfach, du darfst ganz selber jetzt mit Jesus reden. Du musst nichts machen, du darfst ruhig sein und einfach auf ihn schauen. Ich bin noch nicht dort, wo keine Tränen mehr fließen. Noch nicht an dem Ort, wo kein Leid mehr ist. Ich sehe so viel, was zerbrochen ist. So viel, wo noch nicht in Ordnung ist. Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Bin da auf Erden, doch hat der Himmel in mir. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Bin da auf Erden, doch hat der Himmel in mir. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Bin da auf Erden, doch hat der Himmel in mir. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Bin da auf Erden, doch hat der Himmel in mir. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Auch mit Jesus wird es noch Mäntige geben. Trotzdem dürfen wir jetzt schon einen Geschmack haben, Anteil haben an dieser Ruhe, die er uns gibt, die er uns möglich macht. Jetzt schon darfst du einen Teil vom Himmel haben in dir. Und möchte ich jetzt ermutigen und einladen, wir werden ein Gebetsteam haben. Wenn du merkst, hey, da ist etwas und das hat mich angesprochen und ich möchte gerne meine Unruhe ablegen, meinen Unfrieden oder was auch in dir was zum Wiederklang gekommen ist. Du hast jetzt einfach auch die Möglichkeit, während der nächsten Zeit, wo wir miteinander Jesus werden arbeiten, du darfst gerne zum Gebetsteam gehen. Wir haben dort
sind unsere Better bereit für dich. Sonst kann vielleicht nachher auch noch jemand von euch dort rübergehen, dann kann man auf beiden Enden einfach vom Saal könnt ihr nachher zu den Leuten gehen und nehmt das Gebet in Anspruch. Wenn ihr merkt, hey, ich brauche Ruhe, ich bin unruhig, da ist Sinnlosigkeit in meinem Leben, ich wache am Morgen müde auf. Nimm den Moment jetzt in Anspruch und wer weiß, vielleicht ist heute ein Moment da, wo du in die Ruhe einkehren und wo Gott dir den Frieden gibt und die Ruhe gibt, nach der du dich so sehr sehnst. Er hat es nämlich vollbracht.